Jawohl und servus. Zurück sind wir bei die Sims 3 und bei unserer bohrischen Familie, der Familie Huber. Und jetzt muss ich gleich wieder dazu sagen, ich tue das gerade alles nachsynchronisieren. Und zwar aus dem Grund, weil mir während der Aufnahme Outer City abgestürzt ist. Und jetzt hat das nicht wirklich was aufgenommen. Und jetzt darf ich die ganze Aufnahmesession nachsynchronisieren. Die sind, glaube ich, 1,5 Stunden gewesen. Und es werden wahrscheinlich knapp 6 Folgen. Aber ich werde das bei jeder Folge erwähnen, dass das nicht synchron ist und irgendwie nachsynchronisiert worden ist. So, was haben wir da gehabt? Unser Flohproblem, gell? Denn unsere Katzen haben Flöhe. Die haben sie sich wahrscheinlich von draußen eingefangen. Und da habe ich zwar gelesen, dass man irgendwie ein Flohband anlegen kann, wenn man die Katze anklickt, aber das hat sich nicht so ergeben, gell? Es ist aber auch mal ganz lustig, an Jupiter zuzuschauen, was er für Scheiße baut. So, was macht er? Er sucht verzweifelt nach einem Flohband, das hat er nicht gefunden. Und der Garten, hey, der schaut ganz gut aus, gell, der Garten. Die Carla ist draußen fleißig am Gießen. Eigentlich ist ja das die Aufgabe vom Karl, aber der, als Vampir kann er tagsüber nicht aussehen. Weil sonst fangen uns zum Brennen an. Und die muss dringend schlafen, gell, hab ich gesehen. Der Karl hat wieder Durst, Durst nach Blut. Und wir am Sonntag, der Mikey, der ist ja zuletzt dieser Profisportler geworden. Und der hat jetzt feste Arbeitszeiten. Also nicht mehr so wie als Ermittler, wo er sich die Zeit einteilen kann. Ja, da hat er nochmal gesucht nach einem Flohband. Das hat er da dran auch nicht gefunden. Und jetzt weiß ich immer noch nicht, wo man das herkriegt. Ob er das kaufen kann oder so, bin ich mir gar nicht so sicher. Und die Lebenszeitbelohnungen, die gibt es sogar für die Tiere. Aber da haben wir noch nicht so viele Punkte beieinander. Oh, schick die Carla ins Bett. Die fällt uns gleich um, dann liegt es draußen im Blumenbeet drin. Jetzt geht's schlafen, gell? Ganz gut. Gut, da hat sie eine Melone vergessen. Und da hinten, hinterm Stuhl, da scheißt man noch hin, gell, von den Katzen. Wahrscheinlich trifft das Katzenkistel nicht. Und jetzt schlafen alle, gell? Jetzt hat er wieder keinen aufgeweckt. Und der Mikey lässt immer die Reste fressen, gell? So, da draußen sehe ich gerade, die Katze sauft aus der Pfützen, gell? Das ist die Pfützen, was sie selber hingemacht hat. Also die hat da hinbrunst und jetzt sauft sie es weg. Geil, oder? Ach, da kommt der Mikey, da schau her. Was macht er denn jetzt? Um Gottes Willen, dann schickt der Mikey zum Blämigessen aus. Ja, das kann ja was werden. Denkt das ganz brav, sauft die Pfützen weg. Das kann man öfters machen, oder? Dass man die Katzen die Pfützen wegsaufen lassen. Der Karl, ja, der ist immer noch nicht wach. Als Vampir schläft er ganz schön lange, gell?
Jetzt hat er ihn einfach aus dem Schlaf gerissen, oder? Sehe ich das richtig? Ja, und da düst er wieder durch die ganze Wohnung. Super, oder? Und das müssen wir noch wundern, dass er so viel Gaudi macht. So, und der Mikey geht jetzt, wo geht der hin? Zur Post, gell? Da war scheinbar Post drin, nicht? Was da drin war, wissen wir nicht. Es war auf jeden Fall keine Rechnung. Da ist ja hier der Qual, der schaut immer zombie-mäßig aus, der ist schon ganz blass. So, was tut er jetzt wieder? Ich glaube, das war die verzweifelte Suche nach einem Flohholzband. Da hat er gemeint, das kann er irgendwo kaufen. Dem ist aber nicht so. Und wir müssen echt einmal schauen, dass wir vielleicht ein bisschen Kohle zusammenkriegen, dass wir mal so einen Supermarkt übernehmen. 7.000 Euro kostet es. Also 7.000 Simoleons, besser gesagt. Und dann werden wir Partner. Und können dadurch noch Kohle verdienen. Was macht der Karl? Geht er aus? Es ist voll schlecht, als Vampir draußen in der Sonne. Man muss sagen, es gibt aber immer noch Sonnenschein, oder? Es gibt jetzt nicht einmal einen trüben Tag, wo es mal regnet oder so. Da ist zwar morgens ist immer ein bisschen neblig, habe ich gesehen. Aber dass er mal irgendwie draußen blitzt und donnert. Was macht denn der Karl da? Was? Ja, ich glaube, da hat ihn der Jupiter zum Angriff übergeschickt. Und dann hat der Karl da drin Angst und Schrecken verbreitet. Da hat er dann alles angeschimpft und angefuckt, was er erwischt hat. Unter anderem Babys im Kinderwagen. Da schauen wir hin, der Mikey geht's nicht gut. Klicker Mikey an. Ich sag, die ersten rennen schon raus. Alter, was ist denn da los? Shit, das ist da ein Zombie, schau wie die da sitzt. Das ist aber auch keine gesunde Bräune mehr, oder was sie hat? Da ist scheinbar Seniorentreffen, oder wie? Und da rennt schon die nächste raus. Und die denkt auch schon über den Karl nach, Alter. Was macht denn der da drin? Wahrscheinlich rennt er noch rum. Wer war das? Die Valentina. Kennt keine Sau. Und die ganzen anderen Sims, die, weiß nicht, die werden dann Lotz noch produziert, oder? Zumindest ist noch einer ausgestorben. Also wenn ja so einer stirbt, dann glaube ich, werden die irgendwie automatisch noch produziert. Also ich glaube, ist ja irgendwann die Stadt leer. Was sucht im Rathaus? Wahrscheinlich noch Flohholzbändern. Die gibt es aber dort noch nicht. Da muss ich bei Gelegenheit einmal schauen, wenn ich an der Stadt wieder rumbaue, weil das tue ich ja immer offline, dass ich vielleicht einmal schaue, ob es da irgendwie einen Laden gibt für Tierbedarf. Das wäre zumindest so eine Idee. Genau, da hinten ist der Katzendschungel. Das ist aber mehr so ein Freizeitpark für Katzen. Also mehr oder weniger. Und das glaube ich, was war denn das jetzt wieder? Das glaube ich war nicht so gut, oder? Der Karl
Oh ja, der jammert schon wieder. Der ist wieder in der Sonne. Das macht ihm natürlich was aus, als Vampir. Da kriegt er sonst einen Sonnenbrand. Und da sieht man schon, das baut sich immer ziemlich langsam auf, gell? Von der Framerate her stürzt es teilweise mal bis auf 18. Und dann steigt es mal zwischendurch wieder auf 60. Oh, schon wieder, Mike ist schon total verschwitzt. Und stinkt, oder? Schickt er den zum Duschen? Schon, oder? Was macht er? Jetzt schimpft er. Er meckert über die Duschen. Warum? Gut, erstmal scheißen gehen statt duschen. Und dann Qual, lass dir nicht zocken. Dem gönnt er nix. So, wen ruft da an? Wahrscheinlich, pass auf, sei neue Gelobte, also Verlobte. Die eine Tätowiererin. Die haben uns nämlich in der letzten Aufnahme klar gemacht. Und die hat mal wieder keine Zeit. Man muss sagen, die haben oft keine Zeit, gell? Die Herrschaften. Ja, da war scheinbar der Radio kaputt. So, was macht er wieder? Der Mikey lässt duschen. Und der Qual, der mag immer gerade zocken, gell? Ah, jetzt schickt er raus in den Garten. Gut, jetzt ist natürlich die beste Zeit dafür, gell? Nachts. Als Vampir kann er draußen rumgeistern. Oh, schon wieder ausgedüst. So, wo sucht er wieder? Der Jupiter sucht irgendwas, find's aber nicht. So, ein Mikey schickt er fort. Und zwar, glaube ich, dass er irgendwas trinkt, oder? Zumindest ist es einer seiner Wünsche. Oder Aufgaben, was er so hat. Und zwar ins Rote Rendezvous, oder? War das Lokal? Da waren wir ja öfters mal als Agent unterwegs. Hey, schon was da los ist. Alter. Und kaum ist er drin, wird er schon mal ausgebuht. Ja, das geht schon mal gut los. Ah, ni Borgo, Bass! Oh, Nervadoo. Slap. Und er wollte einen Drink bestellen, aber in Roten Rendezvous gibt's keinen Drink, weil es keinen Baumixer gibt. Da ist bloß Selbstbedienung angesagt. Oh. Park on the Gua. Die Banzai Lounge. Oh, da schickt er nochmal da. Ich glaube, da waren wir bisher noch nicht drin, gell, in der Banzai Lounge. Wir waren noch mal in so einer Diskothek. Mit dem Qual, da wo er sich zum Vampir umwandeln lassen hat.
Aber in der Banzai Lounge waren wir noch nicht. Was ist denn das da? Das Money war das nicht für die Hunde? So, der Maike fährt noch mit zur Banzai Lounge und dann war es erst einmal mit der ersten Nachsynchronisationsfolge. Alter, ist das ein Wort. Also, bis dann. Servus.